Vergebt mir, Zelda, meine Kraft ist in der Statue, ich fühle mich ganz schwach. Kein Problem, Impa, willkommen zurück, Freunde, hier zu Hyrule Warriors. Zum bereits dritten Teil des Abschlusses des Legendenmodus. Wir sind hier im Epilog, sprich in der ersten Mission davon, das heilige Schwert, um mit Lana noch ihr wohlverdientes Herzteil zu gewinnen in der Nordtempelhalle. Das war nicht allzu lange, das haben wir gleich geschafft und komm schon, geht doch. Naja, noch nicht ganz, da kann man einen anderen Plan machen, doch das dank des Dekobaumes sowieso kein Problem. Deko-Style. Dankeschön. Ja, Leute, der Epilog wird uns noch lange beschäftigen, vor allem natürlich noch mit Ganondorf-Story-Sagen, deswegen wird es auch insgesamt doch 4 Parts zum Abschluss davon geben. Da geht es um den Herzcontainer für Zelda. Der ist ein kleines bisschen fies versteckt. Und zwar unter einem Felsen hier in der Nähe. Muss man jetzt ein bisschen suchen. Und zwar ist der genau hier. Das Master-Schwert. Die heilige Klinge. Hat uns auserwählt. Da stehst du wieder in der Bengel. Unmöglich. Oh, und wie das möglich ist, Freunde, und damit geht es hier mit Fei weiter. Für die zweite Skulptur muss man mit Fei hier zocken. Man muss 2000 Gegner platt machen, Pyroma in die Flucht schlagen, aber ganz wichtig vorher, alle Siegelstatuen finden. Und zwar müsst ihr sie selber finden, sprich ihr dürft nicht zulassen, dass Impa und Jan sie zuerst finden. Deswegen, guter Tipp von mir, erst nach Westen gehen, bei Beginn des Parts, weil sonst entdeckt Impa die Siegelstatue dort im Westen zuerst und dann kriegt ihr die zweite Skulptur nie. Also immer zuerst alle Siegelstatuen finden, dann 2000 Gegner platt machen und dann weiter geht's. Ja, weiter geht's im Sinne von halt abwarten, bis Pyroma geflohen ist, wieder auftaucht, und da wir halt alles andere gemacht haben, vor allem halt 2000 Gegner war, müsste Skulltula bald schon auftauchen. Ich hoffe nur mal, dass es wirklich auch klappt. Denn man weiß nie, was so alles passieren kann, wa? Besiege Pyroma sogar erschienen. Das ist schon mal sehr schlecht natürlich, aber egal. Die Truppen des Bösen haben Verstärkung erhalten. So, komm es langsam mal, Kumpel. Come on, come on. Komm doch schon, liebes Gulti. Du müsst hier sein, sprich direkt beim Sockel des Maßschwerts erscheinen. Es sind zu viele, wir ziehen uns in den Tempel zurück. Ja, mach das mal, ich warte eigentlich auf Skulltula. Hallo. Zurückgezogen, toll. Skulti? Skulti Wulti? Ja, geht doch. Das ist lange gebraucht, ey. Und die zweite Skulptur hier in dieser Mission. Geil. Weiter geht's zur Mission des dunklen Herzens. Oder mit Fei hier. Und zwar gibt's für sie ja auch noch ein Herzteil zu ergattern, wobei ich da warten würde, bis da alles ein bisschen geschwächt ist und so, und ihr dann in den Süden gehen könnt, um das hier zu erobern. Das Master-Schwert zeigt seine Macht. Yeah, yeah. Seine Macht mit Ach und Kracht. Was? Hör auf, sie, wenn jetzt im... das darfst du nicht, es gibt kein Zurück mehr dafür. Das ist der doch egal. Schweig, ich tu, was mir gefällt, aber bin etwas müde. Tschüss. Okay. Uns egal, denn wir haben das Herzteil für Fei ergattert.
Sehr schön. Mit Impas Herzcontainer sieht's ja... ist relativ einfach, muss man mal zugeben. Und zwar, wie bereits vorher noch bei Zelda-Netz-Mission, einfach unter einem Felsen versteckt. Ja, wenn es immer nur so leicht wäre. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Lana! Halt durch, Link! Bitte was? Ey, wie geil ist das denn, bitteschön? Wahre Stärke erlangt man nur, wenn man seine Schwächen kennt. Sie hat recht. Nur wenn ich meine Stärken und Schwächen kenne, bin ich des Master-Schwerts würdig. Master-Schwert, erstrahle! Ja, geile Szene und umso geiler geht's weiter. Die Dunkelings sind alle verschwunden, das ist doch so geil. So, zweite Skulptur, Zelda mit Rapier, ganz wichtig. Und zwar, also eigentlich relativ einfach. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass alle verschwinden, bevor sie überhaupt verschwinden. Hä? Ja. So, jetzt ziehen sich alle zurück, bevor das Gandalf gleich kommt. Und jetzt müssen sich halt alle zurückziehen können, bevor er irgendwie Stuss macht oder so etwas. Das ist eigentlich schon das Ganze dahinter. Spiel ist halt wichtig, dass vor allem halt Impa, Lana, Darunia, Midna und Fei müssen das Schlachtfeld verlassen. Der Rest nicht, weil Ruto kämpft sowieso in der Mitte, da kommt dann noch Gandalf dazu. Und Midna verschwindet sowieso erst am Schluss. Also einfach dafür sorgen, dass Impa, Lana, Darunia, Midna und Fei nicht irgendwie vorher bereits abhauen oder so. Das ist vor allem bei Fei noch wichtig, weil die sind in der Nähe der südöstlichen Magiekammer und dort können sie von Gandalfs Truppen schnell mal überrannt werden. Ja, so dazu. Und der Rest, wie gesagt, eigentlich ziemlich easy. Einfach müssen sie alle abhauen und so. Das dauert leider Gottes eine Zeit, das ist wirklich so. Aber wenn man das hat, dann ist der Rest eigentlich relativ easy. Eigentlich zumindest. Aber solange können wir noch ein bisschen Materialien farmen. Ja, das ist sowieso ein guter Tipp, Freunde. Ich weiß, man kann natürlich auch im Abenteuermodus das ganz gut machen. So gibt ja halt bestimmte Missionen, wo man auch bestimmte Gegner besiegen kann und dann mit Materialtränken und Bonus auf der Waffe etc. etc. Soll man ja meinen, könnte man Materialien ganz gut farmen. Habe ich eher wenig das Gefühl. Sprich, wenn ihr wirklich bestimmte Materialien wollt, zum Beispiel irgendeine Flammengifter-Bandage oder könnt ihr Dongos klauen und so etwa, habe ich echt das Gefühl, dass hier im Legendenmodus geht das viel schneller und einfacher. Und vielleicht liegt es daran, dass wir halt hier auf Stufe schwer alles zocken, war. Das ist ja sowieso immer nötig für die zweite Skulptur jeweils, mindestens Stufe schwer oder Legende, aber das ist echt krass, ohne halt irgendwelche Materialtränke oder so irgendetwas. Gut, natürlich Bonus und Waffe, aber trotzdem. Was sonst ist eigentlich immer meistens Silber bis Gold sogar, also ja. Ich habe echt das Gefühl, dass man hier im Legendenmodus besser farmen kann als im Abenteuermodus, was von dem ja auch ganz cool wäre, wa? Muss man auch mal so sagen dürfen. So, wir müssen noch ganz kurz warten, bis da alle da unten sind. Das Anfüller seine Zeit, vor allem Fei ist noch unterwegs, gut. Midna ist die letzte, die wartet ja bis alle anderen kommen. Lana und Fei sind unterwegs, gut. Ruto bleibt in der Mitte, oder kommen noch ein paar von hinten, Alter. Und dann haben wir noch die fetten Dinger. Auch kein Problem mehr für die Ocarina of Time Style Zelda. Ja, hatte ich außersehen noch drin. Ja, was heißt außersehen? Ich habe nichts gegen ihr Look und so. Ist nur ein bisschen seltsam, wenn sie ihren Magic Mode anhat, dann könnte man meinen, sie wären Super Saiyajin, müssen wir darauf achten. Dann kriegt sie wirklich ganz grüne Augen. Bei anderen Kostümen von ihr nicht so. Aber ist egal. Was, Ruto, bist du wahnsinnig? Mit Gandalf anzulegen, hallo?
Wobei, wir müssen auch bald schon in Ganondorf fighten, und zwar mit Darunia. Das wird ein Spaß, ey. In der letzten Mission mit Darunia gegen Ganondorf für die zweite Skulltula. Oh je. Und dazu noch mehr im nächsten Part, da vor allem Rätschen zum Aufnehmen. Das wird doch ein voller Schrott und Triforce Power. Dass der einfach aushält. Da müssen wir warten, bis er kontert. Wow, also ein Fehler von mir. Ich hätte ihren Angriff schnell abbrechen sollen. Supi. Besiege Ganondorf, nur ist noch ein bisschen zu früh. Schwächen gerne besiegen, wäre doof. So, richtiger Zeitpunkt und... Ja, doch, mache ich noch ganz guten Damage. So, komm her, komm her. Du Prinz der Finsternis, oder wie du dich heute nennst. Verpiss dich, Mann! Booms! Ich zeig dir meine Magie, yeah! Und... Magic! Ah ja, nicht ganz Magic halt, aber... Sind ja coole Lichtpfeile. Okay, Route, den geht alles gut, Link auch. Ja, Route und Link müssen nicht fliehen, nur der Rest halt. Die sind gleich unter mich, sehe. Noch 2 fehlen plus Midnal. Sobald alle 3 weg sind, müsste es Skulltula erscheinen. Erscheine Skulti. Pfeil hat sich zurückgezogen. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ah, doch, natürlich. Ich hab irgendwie... Ich hab so Pfeil gelesen, aber Naruto gedacht. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. So, Midna, Darunia. Das sage ich schon. Impa natürlich, Darunia. Jetzt müsste Midna kommen, genau. Und jetzt müsste sie hier unten erscheinen. Genau, und da kommt sie auch schon, die Skulti. Und voilà, die Skulti gehört uns. Und dafür geht's hier jetzt weiter. Und zwar mit Midna in der letzten Mission von Sia. Tja, klingt ein bisschen crazy, ist aber so. Ein Licht in der Finsternis. Hier findet sie ihr Herzteil, und zwar im Ostruinenraum. Und sie legt schon richtig los. Geil, geil, geil. Und komm schon. Nö, war die falsche Kombi. Die falsche Kombi. So, die Dose wäre platt. Sehr gut. Die Stufe mag noch ein bisschen zu tief sein für Stufe schwer, aber wir haben dafür bereits für die Stufe 3 Waffe, die Soulfessel, und damit sowieso kein Problem. Geil. Das Herzl also für Midna. Vom Herzteil weiter zur zweiten Skulltula. Die ist mit Lana hier echt kacke, hey. Also, es geht darum, bis hierhin müssen wir dafür sorgen, dass keiner Mitstreiter flieht. Wirklich keiner. Keiner darf abhauen, alle müssen da sein. Und dann müsst ihr Volga platt machen und den Magiekral. Also, er merkt schon, er ist ein bisschen overpowered und so gerade. Er macht jetzt noch viel Damage. Wir müssen ihn unbedingt platt machen, wenn er sich zurückzieht, bevor wir... Ja, halt echt die Magie der großen Fee nutzen. Da ist halt vor allem bei Volga ziemlich kacke. Weil jetzt, der lässt sich nicht zurückschrecken und so, da müsst ihr wirklich ständig irgendwie 2-3 Mal draufhauen, ausweichen, 2-3 Mal draufhauen, ausweichen. Anders geht's kaum. Toll ist aber noch Nachtschwärm und Dinodorus hier, das ist kein Problem. Kein Problem! Mittlerweile bin ich geskillt genug, um das irgendwie hinzukriegen. Bin ja kein elender Anfänger mehr. Oh, da hat man einen Drachenmove, den hasse ich, ey. Nur zum Magiekreis, jetzt! Ja, wäre normalerweise ein toller Tipp, würde ich auch machen, aber... Alter, ich bin auch down. Für zweites Gulti, leider geht das nicht, das ist ein No-Go. Wir müssen Volga so platt machen. Gut, der Rest ist noch alles da. Alle anderen Mitstreiter, Link, Midna, alles mögliche ist noch da, das ist sehr gut. Wie gesagt, ihn platt machen. Der hält ihm noch was aus, aber nicht mehr lange. Der sich einfach nicht zurückschlagen lässt und ich ihn nur 2-3 Mal angreifen kann. So. Das war's, Volga zieht zurück. Ganz geil. Der Rest müsste alles hier sein. Okidoki.
Heißt für uns, Magiekreis aktivieren. Und zwar jetzt. Oh Mann, die große Fee. Die ist nicht nur selber groß, die hat auch große Argumente. Vor allem ihre Augen. Denn davon hat sie ja 2. Hyrule Power! Echt krass, ey. Eine große Wie, da alles drauf hat, wa? So, jetzt holen wir wieder da. Das ist leider so. Wir können es wohl versuchen, den halt ein zweites Mal vorher kommt, auch im Magiekreis hineinzuziehen und zu schwächen. Müssen aber ganz gut klappen, haben es mal ohne gemacht, weil es klappt auch so, auch wenn es aber so noch ein bisschen Magic hätte. Weil ohne Magic. Die Macht ist grenzenlos, ich bin unbesiegbar. Genau deswegen, und sind noch stärker als vorher. Er ist unbesiegbar, wie können wir ihn nur aufhalten? Indem er mir ein bisschen Magic gibt. Hallo! Mission komplett ist einfach, Vulgar ist noch da, also kein Problem. Sie haben Verluste erlitten, ist denen noch scheißegal. Und nach Sia ist das Schnuppen. Na gut, ich habe jetzt zumindest noch sowas. Ja, Feldmarschall gehört mir. Nein, sonst Land abgesehen. Aha. Hey, wieso ist der Feldmarschall? Ich bin doch hier der Spielende, egal. Besiege Vulgar. Checkpoint, sehr schön. Natürlich sehr schlecht, der kommt bereits wieder. Und wie gesagt, stärker als jemals zuvor. Ich habe echt keine Magie nirgends. Ich müsste aber eigentlich in der Lage sein, hier bereits volle Magic zu haben. Ich dachte, im ersten Mal hätte ich das bereits gehabt. Nun gut, ja, Vulgar angreifen. Es wird lustig. Obwohl, ihr könnt natürlich auch abwarten, bis Zelda auf ihn eingesprochen hat. Das mache ich sogar ein bisschen. Weil dann merkt Vulgar, dass er sich halt von Sia beeinflussen lässt und verzichtet darauf. Und damit ist er natürlich wieder normal stark und für uns kein Problem mehr. Was nicht lustig an mich. Nö, nur nicht wagen. Die Situation sowieso nicht. Er versucht Vulgar zu beeinflussen. Mach ein bisschen hin, Alte. Einfach nur die Schwachpunkt gleich so kurz angezeigt wird. Ist einfach erwischt. Mit der Ansage, yo, noch rechtzeitig. Nein, niemand kann mich beherrschen. Booms. Und ja, jetzt haben wir eine sehr, also man kann es auch ohne machen, ne? Kein Problem, wir haben ja 2 Tränke immer noch. Ja, man schafft es auch ohne, aber so natürlich um einiges angenehmer. Verschwinde, Mann! Gut, und jetzt wie gesagt, Vulgar noch platt machen und dann müsste das feindliche Hauptquartier, also sprich die Tore dazu, aufgehen und dann erscheint die Skulltee. Ich hoffe, es klappt, ich habe es mir gerade schon mal versucht und da hatte ich dummerweise übersehen, dass Midna bereits abgehauen ist. Also die hauen hier echt schnell ab und dass man es irgendwie richtig mitbekommt. Vulgar wurde besiegt, so gibt man die Materialien. Ich mag verloren haben, das bedeutet mir nichts. Okay. Nicht mein Problem. Dann geh bitte wieder. Dann ist offen. Sehr gut. Eine der härtesten Skulpturen, die ich behaupten würde, hier im Legendenmodus. Mach sie nieder. Lass keinen von ihnen am Leben. Okay, Mann. Sieh, bitte, es reicht. So, dann kommt mal die Skulltee. Hallo. Der wäre down. Bereit ihrem Treiben ein Ende. Muss das sein? Das ist doch meine andere Hälfte. Hab keine Furcht, du schaffst es. Aber will ich das? Ein anderes Thema. Skulltee, komm doch mal. Wenn er schon genug Kopfschmerzen bereiten. Ja, dankeschön, habe ich bereits. Ja, dennoch in Aquaspannungen, hey. Dass du mir nicht stirbst, ist du, wenn du das tust, rede ich nicht mehr mit dir. Ah, jetzt kommen wir noch mit ihren Texten. Dann könnt ihr das Hilfe gebrauchen, du bist längst geheilt. Alter, ich bin so schnell für das Spiel. Okay, warte mal ganz kurz. So, jetzt ist endlich mal da. Die Skulltee. Und zwar müssen wir uns ja ein bisschen beeilen schon, weil es ist ganz links oben.
relativ gut versteckt, doch ja jetzt für uns kein Problem mehr. Der Pharaonenstab, der haut schon rein. Also teilweise die Kombis ein bisschen lahmarschig, vor allem dafür Gegner wie Volga. Wenn dann irgendwie links kommen, ist schon ein bisschen besser, aber egal. So, und da haben wir es, die Skulti. Weiter geht's mit Ganondorf. Man glaubt es kaum, doch es ist wahr. Auch er hat hier noch ein paar Dinge zu tun, wie zum Beispiel für sich noch einen Herzcontainer zu ergattern. In Ganondorfs Rückkehr. Seinen Vorteil hat Ganondorfs ganze Mission natürlich schon. Wir können alles eigentlich in einem Part abhandeln mit dem gleichen Charakter. Das ist doch geil. So, 1000 Gegner platt gemacht. Seine Skulptur ist direkt hier oben. Man kann sie eigentlich kaum verfehlen, wenn man so richtig ein bisschen sieht und gut hinhört. Die erste Skulptur für Ganondorf. Weiter geht's zum Herzteil. Ich habe es bereits erobert. Leider zu spät abgenommen, Entschuldigung. Die Klippenrandfestung erobern, was bereits gemacht ist. Wir machen ganz kurz hier den Aeolforce platt. Und dann kriegt Ganondorf auch schon sein nächstes Herzteil. Und mit den Turbringen Schwerten sowieso noch um einige stärker. Hey. Krass. Ja, weiter geht's zur zweiten Skulptur, die ziemlich zeitintensiv ist. Hey, ihr müsst alle Festungen erobern, Schritt 1. Und dann müsst ihr alle normalen, ich sag jetzt mal, Bossgegner, im Moment ist es falsch ausgedrückt. Ja, da kann sie bereits, das sind die Bosse. Ne, eigentlich alle normalen Gegner oder Elite-Monster, sag ich jetzt mal, im Sinne von Excelforce und Aeolforce platt machen. Da gibt es ein paar, glaube ich, etwa 10 bis 15 insgesamt. Müsst ihr alle besiegen, alle Festungen erobern und dann, also soweit halt mal die ganzen 3 Monster, wo es mittlerweile sind, sprich König Dodongo, Goma und mein Handler, alle außer Acht lassen, die Riesenmonster. Und erst jetzt, wenn ihr alles andere gemacht habt, die Festungen erobert plus Excelforce und Aeolforce platt gemacht, alle, dann müsst ihr 2 Riesenmonster platt machen. Wenn ihr das geschafft habt, alles andere auch gemacht habt, wie gesagt, Festungen und die Aeolforce und Excelforce Gegner auch platt sind, dann müsste die zweite Skulptur ganz rechts unten erscheinen. Bevor sie sich begegnen, so, Goma kommt jetzt mal dran. Oder doch eher weniger? Ne, komm nicht. Goma ist mir doch ein bisschen zu leer. Autschi, autschi. Halt die Klappe, Zahnto, du bist doch wohl sowas von doof. Du. Nächste Plattmatz müsste ich eigentlich alle bereits haben, weil da fehlt da unten noch einer, habe ich bei einem gesehen. Ja, Leute, lieber alles nochmal durchgehen und so, weil ist ein bisschen doof, sobald die da 2 Riesenbosse, die halt die Riesenmonster platt gemacht haben, trotzdem noch irgendwas fehlt für die zweite Skulptur. Die auf die alles nochmal von vorne machen, das ist natürlich schon nervig. So, mein Handler, der wird relativ schnell platt gehen, greift direkt mal an, war. Nein, obwohl, Moment mal ganz kurz, ich glaube, ich sehe da oben noch was. Einen kleinen Punkt hier in der Festung. Ist hier noch einer? Ne, Excelforce, ich glaub's nicht, hey. Also, die kann man so leicht übersehen, hey. Verschwinde, Mann! Geht's eigentlich noch? Haut einmal ab, dankeschön. Excelforce ist platt gemacht, so als müsste ich alle haben. Mal ganz kurz nachgucken, habe ich alle roten Punkte, sprich die kleineren, die 3 großen ist ganz klar. Also die Riesenmonster sind, jo, ich habe alle. Müssten wirklich alle sein, oder habe ich irgendwo hier auf der Hilfekarte noch etwas? Nö, glaube auch nicht. Wir müssen es endlich geschafft haben, dass hier alle platt sind. Ja gut, ein paar Außenposten fehlen noch. Die sind mir aber egal. Lalalala. Ganondorfs Rückkehr. Man kann es durchrechnen. Ich habe es eigentlich notiert, welche besiegt habe. Es müsste wirklich aufgehen. Okay, versuchen wir es.
Und zwar mit King Dodongo. Warum habe ich? Gut. Komm her, Kurzer. Ja, schöner Mundgeruch. Kann man schon. Ich sagte ja, guter Mundgeruch. Jetzt kann man schon Flammen. Ich will den Feuerball sehen. Nö, hab keinen Bock drauf. Alter, der Part ist doch schon längst vorbei. Geht doch. Und jetzt Special Move. Und, das war eigentlich der Super Special da. Die böse Welle. Todbringer Style. Und gleich nochmal Todbringer Style. Nö, geht doch so. Ei, das wird wehtun. Voll den Nacken. Einer weniger, ganz kein Material erhalten, cool. Und jetzt ab noch zum Handler. Da muss ich natürlich noch den Bogen ausrüsten und später den Boomerang. Und wenn ich den habe, müsste Skulltula endlich erscheinen. Ja, komm schon. Ja, gut, gut. Und jetzt! Na, hat lange gewartet, verdammt. Das ist immer ein bisschen doof. Lalalala. So, das müssen wir alle haben. Bingo. Jetzt auch hier noch erledigen. Todbringer Style. So geil, ey. Magic Mode. So, komm schon. Einmal noch. Voll durchziehen. Haben wir's. Nein, das regeneriert. Scheiße. Du hast doch eine Meise. Ja, ist klar, jetzt macht das so lange. Oh oh. Ich bin Ganondorf. Jo, wissen wir. Ist nichts Neues. Schon wieder. Meine Fresse. So, und alle drei down. Yep, alle drei. Noch nicht. Doch irgendwie schon. Crazy. Und mein Handler ist down. Kann es überhaupt jemand besiegen? Gute Frage. Bei Stufe 62 plus Todbringer-Schwertung glaube ich eher weniger. Sieg auch Goma, ja, mache ich gleich, aber muss erst Skulltula und sie ist erschienen. Wir haben es geschafft, Freunde. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Parts wieder. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen anders schneiden und so. Das heißt, uns fehlen noch 2 Missionen von Ganondorf und dann noch die 2 Abschlussmissionen vom Legendenmodus. Sprich 4 Missionen insgesamt noch. Da muss ein bisschen besser schneiden und so, damit alles in ein Part reinpasst, aber es klappt schon noch. Kriegen wir hin. Lalalala. Und da ist ja auch schon die wohlverdiente Skulltula. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.